es ja vorhin kurz vom Lohn gehabt, vom Money. Das ist Money. Es geht nur um diese Money. Bla bla bla, da ist nur ums Money gegangen. Wir wohnen ja wahrscheinlich alle, die hier das Video oder jetzt den Stream sehen, oder alle auch im Chat hier, wir wohnen alle in normalen Häusern und nicht, ich weiß nicht, was wahnsinniger Schnickschnack und so. Aber ich finde es irgendwie manchmal noch lustig oder entertaining anzusehen, wie wo solche extrem over-the-top Luxus-Dinge aussehen. Und da wollen wir uns, ich will jetzt mal schnell einziehen, das ist ein $40 Millionen Apartment in New York City. New York City würde ich wahrscheinlich absolut gar nicht wohnen. Ich bin eher so ein Typ, der eher so vorstadtmäßig auf dem Land mit gutem Internet. This is the largest living room in New York City, spanning over 3,000 square feet with 21-foot high ceilings. My name is Eric Conover. Yeah. Eric Conover. And I'm going to take you on a tour of this one-of-a-kind luxury apartment in New York City. In New York fucking City. Let's go. Bet. New York This City, duplex bro. home is a whopping 14,539 square feet. Ey, die huren Amerikaner immer mit den Square Feet oder Inches, Miles. Das ist so ein Abfuck. Jedes Mal, wenn ich nur dran nachdenke, ich weiß nie, wie man es umrechnen muss. Ich könnte einfach jedes Mal kotzen oder auch Schuhgrössen, nur Schuhgrössen irgendwie US 8. Was ist jetzt das? Was ist das? Größe 40, 45? Ich weiß nicht, ich komme nie draus. Ich schieße mich einfach jedes Mal an, die huren amerikanischen Grössen. Wieso können die das einfach nicht wie wir machen, wie die ganze Rest von der Welt mit fucking Kilo, Meter und so weiter. Ja, das ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich das kurz gesehen, jetzt können wir weitermachen mit den wunderbaren Videos. Atop the world's first Art Deco skyscraper built in 1927. It has unobstructed views of the Statue of Liberty with over 40,000 square feet of top-of-the-line amenities Schön. included. Geil. Home to one of the largest living rooms. Ich finde aber, das ist fast wie eine Turnhalle hier. Keine Ahnung, man fühlt sich wahrscheinlich nicht hure wohl. Ich habe das Gefühl, du bist nicht in der Turnhalle und siehst etwas deinem Kollegen. Ey yo, kannst du mir mal das Wienerli geben, wo ich am Wärmen bin? Zuerst mal noch 3-mal hallet, es hallet noch. Ey yo. Er hallet einfach im ganzen Ding oder so. Also ich fühle das Wohnzimmer jetzt nicht so sehr. Aber wenn ich es bekomme, wenn es mir etwa gratis geht oder so. Ja, musst du riskieren, Digga, aber ich würde auf jeden Fall da wohnen. In New York City, it's listed exclusively by Core Real Estate, asking just under $40 million. Now, if you're already Schnäppchen, Digga. Subscribe to my channel. Ich da bei mir abonnieren übrigens. It's actually kind of tough to get a perspective of how big these floor-to-ceiling windows are without seeing someone standing next to them. The views from this apartment are unreal. The apartment is perfectly aligned with the Empire State Building. Ja, ist natürlich schon geil, einfach die View zu haben, sozusagen dem Penthouse in New York. Ich finde, New York sieht schon noch schön aus Stadt. Ja, hat schon noch etwas New York. Because of the zoning laws in Tribeca, there are unobstructed views of all Manhattan in one sightline. Having views like this, it's incredibly dynamic. And just watching how the city evolves dramatically as day turns into night and the city comes alive. When you look at this building from the outside, you know, this is one of those buildings that when you're on the street, you look up and you go, wow, that's one of the most beautiful New York buildings. Ja, es ist ein oldschool Building. Also, es ist schon schön. Also, ich finde es schon noch geil. Wahrscheinlich dort, also sowieso geil dort zu wohnen oder so. Aber seid ihr, wer ist schon mal in New York gewesen? Ich bin noch nie in New York gewesen. Wer ist schon mal in New York gewesen? Schreiben mal in die, oder eins in den Chat, wer schon mal in New York ist gewesen. Das nächste Zuschauertreffen, wenn ich 10'000 Abonnenten habe, direkt in New York, klar. Und ich zahle allen das Zuschauertreffen und Dresden her und dann mieten wir auch noch das Haus für eine Nacht, eine heiße Nacht. And you couldn't replicate this building in today's world. You know, these bricks were laid brick by brick, and that's not how they build buildings today. So you're really buying a piece of the New York City skyline here, and you're buying a piece of craftsmanship that's irreplaceable. Welcome to one of the biggest living rooms in New York City.
In my 30 years of doing this, I have not seen a bigger living room. The one word I get from people when they walk Was für ein Typ. Was für ein Typ. Der ist wahrscheinlich den ganzen Tag im Anzug unterwegs. Ich bin absolut kein Anzugträger. Ich fühle das überhaupt nicht. Wenn mir jemand sagt, für das Event, da musst du Anzug anlegen oder so, das schiebe ich Absturz. Da habe ich keinen Bock auf das. Und nur im allergrößten Notfall ziehe ich mir Anzug an. into the space is wow. I mean, that really describes this room. And I think this is the quintessential wow New York City penthouse apartment. You know, the kind that you would think your superhero lives in Gotham City or Manhattan. This is the Bruce Wayne apartment. Or Tony Stark. I love the Marvel movies. Have Yeah. you seen the new one? Oh yeah, You saw Endgame. it? Oh yeah, I've seen it twice. No, this is Tony Stark's apartment. Actually, I should probably call him because Robert Downey would be a good buyer for this. Thank you for that. Absolut abgehoben, die beiden Typen. Beide einfach, ja moin. Er wollte einfach Robert Downey Jr. einfach anrufen. Ja, okay. We'll go through. Immer Trainerhose. Ey, was hätte ihr lieber? Anzug oder Trainerhose? Trainerhose-Lifestyle. Hier, den hier. Das ist der Lifestyle. Trainerhose. Trainerhose, man kennt ihn. Let's go. Trainerhose, beste. Trainerhose ist mein Lifestyle. Mein Leben. Mein Leben ist Trainerhose, Alter. No, lieber Jeans. Ey, lieber Jeans. Lieber Jeans. Der Ausgang. Warte, ich komme schnell mit dir. Der Ausgang, der wäre hier. Hier ist der Ausgang. Verpiss dich alle! Nee, Spaß. Nee, ich fühle nicht so. Also, wenn ich alles in Trainerhose könnte machen, Wallah, ich würde machen. You know, sections of this living room because it's so big. You know, something that is pretty remarkable is the buyer for this probably has a significant art collection, and that's a great challenge when people buy in these glass towers with floor-to-ceiling glass. There's not much wall space. The beauty of this space is there is more art wall space here than any other apartment I've ever seen. So when you look at these walls, Ja, es ist schon schön, aber ich finde es einfach viel zu überladen, also viel zu groß. they're a canvas for great artwork. Relative to the space, these pieces of furniture may seem small, but you know, this C-shaped couch over here could seat comfortably 15 people. This L-shaped couch over here could easily seat 10 people. 10 Leute drauf. Was sind denn das für Leute? The true beauty of the space is that you can fit 2 coffee tables in an area and not feel like one is imposing on the other. And then over here you have a dining area. Now this is a huge dining room table that It's seats a 10 huge. very comfortable spaces. What's better than standing or sitting at the head of this table and looking at the Hudson River with boats Ja, wenn man nicht alleinig dort hockt. passing? Because this penthouse faces west, during golden hour, the apartment walls turn into almost this living art museum with the shadows dancing across the oversized wall. The warm color that the sun creates instantly changes the entire feel of the space as opposed to a cloudy day. If you're the kind of person who loves to entertain, this is the ultimate entertaining space. Oh, was ist I think jetzt you da can los? easily fit 300 people in this living room, just the living room, not the rest of the apartment. And Ich wollte den Rest jetzt sehen, komm. Give you some of these. you would think in a room this intimidating and big, you wouldn't be able to have intimate moments, but you know, this is an example of one corner that kind of has that feeling about it. Part of the beauty of these pre-war buildings is that they've got moments Aber es fühlt sich gleich nicht gut so komplett für sich an, so ein Raum. Aber wirklich irgendwie überhaupt nicht für einen. Also, es ist schon geil oder so, aber ich meine, das Ding dort hinter im Ecke da unten gerade unter meiner Facecam, was ist das eigentlich? Ist das so ein, von der Primarschule von 30 Jahren, so, wo der das Lehrer baut, wo der dort gehockt ist, oder was ist das? Da ist mein Lehrer gehockt und hat mich zusammengeschissen. Wenn ich gesehen habe, yo, what's up, my boy? Das hier ist das Wohnzimmer. Fühle ich nicht zu gross, fühle ich nicht ganz. turn around, look at the Statue of Liberty. Das ist schon geil This right ausgemacht, ja. behind us is One World Trade Center, which is actually kind of a glass mirror facade. And what's very cool about that is you can see your reflection of this building in that facade. Deine Reflexion siehst du drin, also wenn du am Morgen aufstehst, kommst du so her, komplett verpennt, einfach in Unterhosen-Look, nur so in Unterhosen kommst du so her. Siehst die. Und was machst du? Du kommst so her, stehst auf am Morgen, kommst so her, so. Siehst du, in der Reflexion. Ja. Guter Schauspieler, oder? Guter Schauspieler.
was ist das gewesen? Das könnte vielleicht irgendwie witzig sein oder so. Ist absolut gar nichts gewesen. Ja, scheiße. Let's go from the living room into the kitchen Jetzt, area. das ist jetzt meine Really Area. has every schön. appliance a chef would ever need. Actually, if you stood underneath this hood, you would be sucked out of the building. That's a joke. Yeah, this is a deep fryer. I mean, I think the owner of this apartment probably won't use the deep fryer because they're probably like one of those really healthy, fit people. But, you know, this would make great French fries. You've got induction, you've got 6. Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich das Apartment würde ziehen, dass ich so ein healthy Dude wäre und Kinder Pommes frites würde essen. Ich kann es mir nicht leisten, also müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Gas burner, you've got a grill, 2 ovens. Everything is Gaggenau, which is the best appliance that is made in the market today. Gaggenau. Ist das Schweizer? Ist das Schweizer Unternehmen? Gaggenau. Deutschland. Scheiße. Schweiz. Ich will nicht bessere wie. And this is truly a chef's kitchen. Of course, there's a wine storage, as every penthouse should have. So it's kind of like a service entrance into the kitchen. If you're catering and you want people to be servicing from the kitchen into the living room, this is a back entrance where they can do it. This is the lap of luxury, Mike. It is. Walking through the kitchen, there's actually another prep sink over there, and this is kind of an informal dining area. Das finde ich jetzt schön. Also hier finde ich es irgendwie viel gemütlicher und viel schöner als das riesige Wohnzimmer von vorher. Das da finde ich viel schöner, also das fühle ich. Ich hätte jetzt gedacht, du verdienst genug mit YouTube und könntest dir das leisten. Kappa. Okay, ja, merci vielmals. Den habe ich nicht gebraucht. Das ist nochmal ein Schlag ins Herz. This is where you'd probably eat lunch, maybe have breakfast, hang out, have a cup of coffee. It's a much more smaller, intimate living room space das ist with lieber, a wood finde ich burning schöner. fireplace on 2 sides. Also, very cool, you can stand here and you look over Santiago Calatrava's Oculus. Das It's sieht pretty geil aus. spectacular. Das sieht geil aus. So the other side of the fireplace has got this bigger lounge area. And what's really cool about this is it's got this fully serviced wet bar and pretty much anything you would need to entertain and serve drinks to all of your guests. So you know this place is a duplex because you saw the staircase. Let's take a look upstairs. Oh, This is a temporary staircase, but I think this is a real design moment for someone who's going to buy this space. So now we're going from public space to private space. And we left this raw. So this area here would be part of the private space. And by private, I mean bedrooms, study, servants' quarters, das ist noch nichts gemacht. home Das ist office, noch mehr. gym. This section here is bigger than most apartments in New York City. You know, this allows for the most flexibility for the potential buyer. By that I mean, you know, there's mechanicals already in the space. Okay, das ist das, was jetzt oben noch wäre. Aber auf jeden Fall ein schönes Haus. Würde ich auf jeden Fall eingehen, wenn ich 40 Millionen einfach so gerade auf der Tasche hätte. Also spende ich hier bei dem Livestream auch. Also, nur mal so zum Sagen. Das war kein Witz gewesen.